Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video zum Saisonfinale in Abu Dhabi in F1 2016 in der Fahrerkarriere. Wir sind hier am letzten Grand Prix von dieser Saison 2016 und in der nächsten Saison geht es noch weiter ins nächste Game, also ins F1 2017. Falls euch das Format gefällt, mit der Fahrerkarriere durch jede Fahrersaison durch jedes Game durch sozusagen, dann könnt ihr doch gerne den Kanal abonnieren und dann sind auch beim nächsten Video gerade wieder dabei. Ja, ich bin jetzt gespannt, was da in Abu Dhabi wird passieren. Also eben das Saisonfinale steht an. Wir müssen McLaren und Honda schlagen noch. Die sind recht knapp hinter uns, also wir müssen vor ihnen landen im Ziel und wir haben den Verstappen vor uns, wo wir auch noch einholen müssen. Also der ist noch greifbar. Und ja, das wird sehr schwierig, das beides eigentlich unter einem Hut an dem Rennen hier in Abu Dhabi zu holen. Abu Dhabi mit dem alten Layout, wo mir persönlich nicht so gut liegt. Ich hoffe gleich, dass ich einigermaßen etwas rausholen kann. Ich hoffe auch, dass der Force India auf der Strecke gut läuft. Wir haben noch ein kleines Update rausgehauen, und zwar Benzinpumpe ist das gewesen. Und wir sind auch das einzige Team, das noch ein Update rausgehauen hat. Wir sind jetzt ein bisschen näher an McLaren und Honda, sie sind ja schneller als wir. Also es wird wirklich sehr, sehr eng, der Kampf. Und auch Red Bull ist viel schneller als wir. Aber wir fighten mit denen. Also, beziehungsweise ich fighte mit denen. Hülkenberg ist einfach ein bisschen am hinten nachfahren, der macht nicht wahnsinnig viel. Wenn man auf die Rangliste geht, wir sehen, wir sind momentan auf P5 in der Fahrerliste. Hülkenberg hat jetzt anfangs einmal den Perez überholt und der Perez fährt seit Ungarn nicht mehr. Also sie haben den Perez durch mich ersetzt. Und der Perez war viel weiter vorne als der Hülkenberg. Das war ein bisschen eine Fehlentscheidung von Force India, so hart wie es tönt. Aber ja, in der Konstrukteurwertung sind wir noch knapp vor McLaren und Honda. Aber eben nur knapp. 4 Punkte sind das gesamthaft. Und wir müssen da wirklich ausbauen. Also wir müssen wirklich von beiden McLaren und Honda sein Ziel kommen, beziehungsweise hoffen, dass einer ausfällt. Im letzten Rennen ist ja der Fernando Alonso noch rausgefallen. Sehr starkes Team dieses Jahr. Ich bin gespannt, wie es dann im F1 2017 wird sein, also im nächstjährigen Game. Sonst machen wir es so, schaut die Folge zu Ende. Am Schluss sollte wahrscheinlich noch bekannt gegeben werden, zu welchem Team das wir können wechseln können. Und dann wählen wir eines von diesen Teams aus. Das könnt ihr in die Kommentare reinschreiben. Sind wir schon auf Top-Fahrer oder Top-Team-Niveau, meine ich. Oder müssen wir echt noch ein weiteres Jahr bei Force India fahren? Wir werden es sehen. Ich würde sagen, wir legen los. Wir gehen jetzt ins erste Training, beziehungsweise wir sehen uns wieder im Qualifying. Und ja, da hoffe ich, dass ich das gutes Setup raustüfteln kann und auch dann kann, ja, eine gute Zeit rausholen im Qualifying. Let's go! So, ja, herzlich willkommen zum Qualifying. Es sieht sehr, sehr, sehr schlecht aus. Wir sind gerade mal auf P15 gefahren im Training. Ich bin der Einzige auf Ultrasofts. Ich komme keine richtige Pace über auf dieser Strecke. Ich habe richtig Mühe mit Grip. Also ich kämpfe richtig darum, dass ich um die Kurven herumkomme. Und ich weiss nicht, was ich noch ändern soll, muss ich ehrlich sagen. Weil ich finde, das Setup an sich wäre nicht schlecht. Aber ich einen richtigen Kampf mit dem Grip. Einen wirklich richtigen Kampf mit dem Grip. Wir probieren es jetzt einfach. Hoffen, dass wir eine gute Runde rausklatschen können. Ja, so mir im letzten Sektor, aber es ist... Boah! Alter, wir haben es doch noch geholt. Let's go! Sehr gut. Aber... wir müssen schauen, dass Top-Teams sind natürlich noch nicht gefahren, aber wir sind vor dem Hülkenberg. Schon mal wichtig und richtig. Oh mein Gott. Ja, so gestruggelt auf der... Also der letzte Sektor ist so schlimm mit den Autos, wirklich. Du hast nur Understeer und Oversteer, immer so die ganze... Wir sind schon mal vor dem Reich können. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Also folgendes. Wir tun jetzt wieder einen frischen Satz Ultrasofts draufschnallen. Dann nachher tun wir mal mit der Zeit ein bisschen spulen und wenn es möglich ist, wenn wir müssen, fahren wir nochmal eine Runde. Nein, ich kann aufgeben. Erster Sektor komplett verhauen. Das bringt nichts mehr. Das bringt nichts mehr. Wir gehen ins Rennen. Ah! Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht.
Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und daneben steht Nico Rosberg. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Verstappen, Alonso, Kimi Räikkönen und Ricciardo. Button, Sainz Junior, Vettel und Einforce India. Quert, Hülkenberg, Valtteri Bottas und Ericsson. Massa, Hayanto, Felipe Nasser und Esteban Gutierrez. Grosjean und Wehrlein. Kevin Magnussen und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, also, herzlich willkommen zur letzten Startaufstellung oder zum letzten Rennen in dieser Saison. Wir sind zum allerletzten Mal am Grid mit unseren 16er Fahrzeugen. Und wir starten mit den Ultrasofts und gehen dann nachher auf Supersofts. Wow. Gut, wir haben in Brasilien haben wir so das Rennen verhauen, also glaube ich, es ist gescheiter, wenn wir es so machen. Dann machen wir das so, wir nehmen für 14,5 Runden einen Sprit mit und dann würde ich sagen, legen wir los, hoffen wir auf ein gutes letztes Rennen und dass wir vielleicht die Leute noch holen können, die wir holen müssen. Let's go! Okay, ein starker Button, ein schlechter Start, sehr gut. Wow, daneben. Oh, da vorne kämpfen es. Sehr schön, wir haben dann mal den Ricciardo geholt. Für uns Alonso. Alter. Okay, tschüss. Am Start ist die KI immer so ultra langsam. P2. Alter, die Kurve da. Ja, ich muss fast den Verstappen durchlassen mit dem. Das ist ja richtig abgekürzt. Ja, mit Windschatten bin ich schneller als mit DRS. Windschatten ist ja richtig krass irgendwie in diesem Game. Oh mein Gott! Ja, Alter. Bremsen ist irgendwie gerade ein bisschen schwierig. Mal schauen, wo wir rauskommen. Rosberg, genau. Rosberg ist auch gerade in die Box gekommen. Fahr raus, fahr jetzt raus. Bullshit. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstops mehr geplant. Oh mein Gott. Gerade abgehoben. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,3 Sekunden. Let's go. Danke für das, Jungs. Boah, Alter, jetzt bin ich gerade ein bisschen härter am Struggle. Dann fahre ich Box. Vor uns wieder Rosberg. Wir haben derzeit Benzinüberschuss für nur eine zusätzliche Runde. Schalte bald auf Mischung 2 runter. Ricciardo. Fährt man wieder in die Säcke rein. Perfekt, geile Sicht.
Also KI kann wirklich nicht überholen in diesem Game. Hamilton führt das Rennen an. Boah, da ist mein Reifen langsam weg. Ach, ich bin so gerade am Strugglen mit den Reifen. Aber ich fahre auch wieder größer als ich. Aber wobei, ich muss sagen, für das, dass ich so scheiße fahre, habe ich es noch recht gut. Also fast kein Abrieb drauf. Grüne Flagge, das Rennen Oh, geil. Hinter uns hat es geschossen. Nein! Hülkenberg hat sich gedreht. Oder so. Nein, Hülkenberg. Okay, somit ist Konstrukteurwertung für Katz. Weil der hat jetzt einfach keine Punkte mehr. Nein! Alonso ist jetzt hinter uns. Musst Verstappen. Wieder geil. Hinter uns. Wieder geschossen. Jetzt wird er betreut, oder? Oh, da könnte es Safety Car geben. Die stehen alle immer noch dort. Jetzt hat sich irgendeiner gedreht und blockiert. geringes Regenrisiko. Keine Ahnung, was das war. Etwas ändert. Oh, Scheiße. Ich habe mich fast weggedreht. Oh, Alonso kommt. Ah, schlechter Grip. Der DRS, ja. Okay. Was macht er? Ich habe mich eingehängt. Er ist so früh auf die Bremse. Ich habe mich gerade eingehängt. Nur noch Benzin für Gell? Oh, Crash! Alonso! Er hat sich, glaube ich, eingehängt bei mir. Oh mein Gott! Ich war so nahe hinter ihm und er hat die Bremse. Wahrscheinlich habe ich die ganze Zeit über die Gerade hinein angeschoben, ich habe es gar nicht gemerkt. Und wo der Bremse plötzlich wollte ich so übergehen und habe auch bremsen und dann gemerkt, also, ich komme gar nicht über, weil ich schon eingehängt habe. So, die letzten paar 100 Meter hier am letzten Grand Prix in dieser Saison in Abu Dhabi. Noch ein krasses Rennen gewesen. Ich bin gespannt, wie es ausgegangen ist mit, kann ich sagen, mit der Championship am Schluss. Haben wir den Verstappen noch geholt? Haben wir die Hondas noch geholt oder nicht? Da nimmt mich echt Wunder noch. Wir kommen um die letzte Kurve herum und das war es mit dieser Saison 2016 in unserer ersten Formel 1 Karriere. Wir sind auf P4 gelandet, wirklich noch ein solides Resultat. Für das, dass wir noch recht viel Kontakt hatten und nicht abgeflogen sind, zum Glück. Wieder ein historisches Mercedes Ziel. Hier wieder sind die gewonnen. Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium Verstappen ist geschafft Dritter. haben. Fuck, Sehen okay. wir uns an, wie die Nein, der Fahrerwertung nach dieser Verstappen. Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Oh Ein gutes Mann. Resultat für Lewis Der Hamilton, Verstappen der die hat Konkurrenz uns noch weiter hinter sich können überholen Ich würde bzw. gerne vor uns wissen, bleiben. wer dein Fahrer Aber des wir haben Tages McLaren geschlagen, immerhin. Yes. Wo sind die gelandet? Heute ist er für mich in einer anderen Ah, scheiße, schon Liga vorbeidrückt. Wirklich Aber wir haben es so geschafft, let's go. Wir haben noch McLaren Honda geschlagen, das ist gut. P4 sind wir geworden in der Gesamtkonstrukteurwertung. Sehr stark. Gute Saison gewesen. Guter Move gewesen zu Force India, muss ich sagen. Letztes Zauber hätten wir nicht so viel Erfolg gehabt, da wäre es einiges schwieriger gewesen. Aber mit Force India sind wir da wirklich sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Und ich glaube, jetzt haben wir wieder ein Vertragsereignis. Also mal schauen, wo wir jetzt als nächstes her könnten. Ich mal weitermachen zu der nächsten Saison. Da haben wir noch den Überblick. Wir sehen, wo wir überall gepunktet haben und wo wir überall DNF haben. Also wir haben nochmal zum Revue passieren in Australien P15 gemacht. Im grossen Preis von Bahrain 4. China DNF. Russland war unser erster Win. Danach haben wir Spanien und Monaco DNF.
Kanada kann wieder einen Win können holen. Dann nachher haben wir auch die Schwierigkeitsstufe, glaube ich, aufgenommen dort. Oder ich weiß nicht, dort haben wir noch das Grand Prix von Europa, also Aserbaidschan sind wir noch auf P6 gefahren. Kann sein, dass wir nachher eine Schwierigkeitsstufe aufgenommen haben. Dann sind wir 19. geworden, 16., 17. Das sind so schwierige Rennen gewesen, obwohl das eigentlich Rennen waren, die ich gut kann, bis auf Ungarn. Dann ist Deutschland gekommen mit P2, wo wir die Reifen bis ans Äußerste rausgetrieben haben. Dann nachher Belgien P3 ist meine Lieblingsstrecke und auch Italien war eine gute Strecke gewesen. Dann haben wir Singapur, wo wir leider wieder DNF sind. Dann nachher haben wir Japan Malaysia zuerst, Japan. Malaysia haben wir ersten gemacht, auch wieder durch die Strategie, beziehungsweise weil einfach KI dumm war. Japan P7, USA P4, Mexiko DNF, nachher Brasilien leider P10, weil wir es verspielt haben mit der Strategie und jetzt noch in Abu Dhabi P4. Also wirklich eine gute Saison gehabt. Und mal schauen, ob wir noch ins Vertrag wechseln, Fahrerteam wechseln. Mal schauen, ob das noch kommt. Können wir da weitermachen? Oder nicht? Weil eigentlich sind ja jetzt so Fahrertransfer noch. Das ist immer zweimal in der Saison, habe ich gemeint. Es ist ja eigentlich eher untypisch, dass wir in der Sommerpause wechseln. Aber wir schauen jetzt einmal. Okay, nein, wir müssen wirklich hier wieder neu starten. Okay, es hat mir auch mega Spass gemacht, mal wieder so ein älteres F1-Game zu spielen. Ich hoffe, euch hat das ganze Zeug auch gefallen. Dann würde ich mal sagen, wer es das mit dieser Episode, mit dem letzten Video aus F1 2016. Und falls ihr Bock habt, wieder dabei zu sein in F1 2017, wenn es weitergeht mit unserer Fahrerkarriere in der nächsten Saison. Tut doch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Tut gerne das Video bewerten und uns auch gerne teilen das Video, das würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Saison in F1 2017 und dann wahrscheinlich auch wieder in Australien im Jahr. Also mal schauen, wie das dann nachher wird. Das Video machen, ich weiß es noch nicht. Aber ja, danke vielmals, dass ihr zugeschaut habt, die ganze Saison drüber. Und ich sehe uns wieder im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch ein ganz schönes Tag noch. Macht's gut und ciao!